Ich muss 2, 3 Sachen sagen, wie so ein Gottesdienst entsteht. Das ist nämlich eine lässige Sache. Ich bin ja mit den Teenies auch unterwegs gewesen, jetzt 3 Jahre, und immer wenn es auf Konfirmation zugeht, fragen wir dann, ja, wie machen wir jetzt Gottesdienst, das wollt ihr machen und so weiter. Und dann kommt damals wirklich ganz ein buntes Programm zusammen, wo Teenies mega viel mithelfen. Also nicht nur die heute konfirmiert werden, sondern auch andere Teenies aus dem Unti. Es ist so lässig und dann so vielfältig. Zum Beispiel der Einladungsflyer. Ich weiss nicht, wer von euch den gesehen hat. Das ist jemand aus dem ersten Unti-Jahr, der gestaltet hat da zum Thema. Und das ganze Thema sowieso. Das ist dann die Frage, ja gut, was hat man für ein Thema? Was tut man jetzt predigen? Ja, dann fragt man Teenies, was wollt ihr denn für ein Thema für eure Konfirmation? Und sie haben gesagt, Neustart. Neustart ist unser Thema heute. Und dann als Pastor überlegt man sich dann, ja, welcher Bibeltext könnte dazu passen. Natürlich der Noah, die ganze Geschichte mit dem Noah, das war eine riesen Neustart-Geschichte, oder? Mit dem Regenbogen. Das entdeckt man ein paar Farben da vorne, muss man mal noch beachten. Aber diese Geschichte haben wir uns für das Sommerlager aufgespart. Das war ganz einfach. Die Teenies haben gesagt, welche Bibelstelle sie wollen. Ich musste gar nicht lange studieren. Apostelgeschichte 9, Geschichte von Paulus, oder wo sprichwörtlich ist, vom Saulus bis zum Paulus. Das ist ein Neustart, der ist sogar bis heute eben sprichwörtlich geworden. Das ist das Thema heute. Und darum ist es dann ganz einfach gewesen, auch noch eine Predigt beizusteuern für den Gottesdienst. Aber eine Predigt ist ja nicht einfach, wir tun dann ein bisschen reden, sondern wir wollen auch Gott bitten, dass er uns etwas sagen. Und darum möchte ich gerne auch beten zum Start dieser Predigt. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du zu uns reden willst. Und wir bitten dich, dass es nicht unsere Worte sind, die wir heute hören, das, was Menschen reden auf der Bühne, sondern dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du, Jesus, sagen willst. Amen. Das Thema Neustart, das passt super, weil die Teenager, die erleben ja gerade einen riesigen Neustart. Ich spreche jetzt nicht in erster Linie von dem, was hier mit der Konfirmation passiert. Ist auch ein Neustart, oder? Man wird religiös mündig, schon fast erwachsen. Bis 18 fehlen dann noch 2 Jahre quasi. Das ist man ganz erwachsen. Ein Neustart in der Schule. Für viele ist es ein Neustart, eine Lehre, die beginnt, eine Berufsausbildung, die beginnt. Das passt perfekt ins Teenageralter. Aber ich habe gemerkt, wir hatten vor 2 Wochen Senioren-Café 60 Plus und da hat jemand erzählt, wie er für ein paar Wochen ins Pflegeheim musste, ins Alterszentrum. Das ist auch ein riesiger Neustart. Also ich habe gemerkt, das ist nicht nur etwas für die junge Generation, das Thema Neustart, sondern auch für die Ältesten unter uns. Das ist eigentlich ein Thema, das betrifft uns alle, weil wir kennen alle so Neustartsituationen aus unserem Leben. Sei das ein Neustart, der von außen an uns herangetragen wird. Es gibt so Neustarts, die wollen wir eigentlich gar nicht, aber trotzdem muss man neu starten mit etwas. Aber es gibt auch Neustarts, die wollen wir bewusst. Und dann ganz spannend, es gibt ja auch das Thema Neustart im Zusammenhang mit Gott. Einen Neustart wagen mit Gott oder einen Neustart wagen mit etwas, das er für uns bereit hat. Und diese Geschichte, die wir heute zusammen lesen, die die Teenies ausgewählt haben, unsere Kömpfis, von Paulus, der da einen Neustart erlebt. Ich habe gemerkt, das ist eine super Geschichte. Weil da ist einerseits dieser Paulus, aber andererseits ist noch ein zweiter Mann in dieser Geschichte, der einen Neustart erlebt, miterlebt. Und es sind 2 ganz unterschiedliche Typen. Wir lernen da diesen Paulus kennen, der von Gott absolut nichts wissen wollte. Im Gegenteil, also von Gott. Er war sehr pharisäisch, sage ich mal, aber von Jesus wollte er nichts wissen. Er war absolut gegen Jesus und gegen alle Christen. Der hat sie verfolgt. Das heißt im Bibeltext dann sogar, dass er schnaubte gegen die Christen, dass er alles versuchte, um sie ins Gefängnis zu bringen und wenn möglich sogar mitzuhelfen, dass sie ermordet oder gesteinigt werden oder was man dann immer für Methoden genommen hat. Da ist dieser leidenschaftliche Mensch leidenschaftlich gegen Jesus. Und die andere Person in der Geschichte, das ist ein Jesusgläubiger. So wie wir da von ihm lesen, wirkt er auf uns, dass er ein besonnener Mann war. Beständig, treu in seinem Glauben. Und beide erleben, dass sie von Jesus gerufen werden
und Teil eines Neustarts sind. Und es ist ganz unterschiedlich, wie das da abläuft in dieser Geschichte. Es ist absolut fantastisch interessant. Und wir wollen diese zwei Typen anschauen, den Paulus und den anderen auch, und schauen, wie erleben sie Neustart und was könnte das für unseren Neustart bedeuten. Unseren Neustart vielleicht mit der Lehre, mit der Berufsausbildung, mit dem, was uns erwartet im Leben, aber vielleicht auch ein Neustart mit Gott, mit Jesus, mit etwas, das er für uns bereithält. Da wollen wir zusammen mal schauen, wie erleben diese zwei diesen Neustart. Also da ist der eine, der ist unterwegs von Jerusalem nach Damaskus. Man muss sich das vorstellen, vor 2000 Jahren, das war eine große Wanderung, das sind 240 Kilometer. Kannst nicht schnell mit dem Auto fahren. Die waren da mehrere Tage unterwegs. Der Paulus war unterwegs mit seiner Gefolgschaft und sie waren unterwegs mit der Bevollmächtigung in Damaskus, die Christen gefangen zu nehmen und wegzuführen. Und ich stelle mir da vor, wie man da unterwegs ist, man tauscht aus, ja, man schmiedet Pläne, wir machen das dann so, wir gehen direkt in die Synagoge oder wo die sind, in diese Häuser, wir finden dann schon heraus, oder vielleicht haben sie Pläne geschmiedet, wie man das Ganze so unterwandern kann, um herauszufinden, wer da zu diesen Jesus-Leuten gehört und so. Vielleicht hat sich die Stimmung so richtig aufgebauscht, als sie da unterwegs waren, und dann lesen wir, als sie kurz vor Damaskus waren, dann heißt es in Apostelgeschichte 9, ab Vers 3, lesen wir da zusammen. Als er aber hinzog, Paulus mit seiner Gefolgschaft, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde. Und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Das ist so dieser erste kurze Abschnitt. Plötzlich hört dieser Saulus die Stimme von Jesus, wie er ruft. Und es gibt ja dann immer zwei Möglichkeiten, wenn man jemanden rufen hört. Die Möglichkeit, neugierig zu sein und hinzuhören, oder die Möglichkeit, die Ohren zuzumachen. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass eine natürliche Reaktion von so einem Saulus ist, der da hinfällt und die Stimme hört: Da will ich nichts damit zu tun haben, und sich wegmacht. Abhaut. Es gibt genug so Beispiele, auch in der Bibel, wie Menschen von Gott gerufen werden, aber sie wollen gar nicht hinhören. Aber interessant, Saulus ist ganz neugierig. Wer bist du, Herr? Wer bist du? Er will wissen, was da los ist. Er will wissen, was es da mit dieser Stimme, mit diesem Licht auf sich hat. Er war völlig überrumpelt. Aber trotzdem hat er gefragt: Wer bist du? Wir wollen jetzt die zweite Person in dieser Geschichte kennenlernen. Der Mann heißt Hananias. Wir können uns vorstellen, wie er da gelebt hat in Damaskus als Christ. Die Christen wurden damals verfolgt, unterdrückt. Die hatten Angst wahrscheinlich. Vielleicht war er sogar nach Damaskus gegangen, um Ruhe zu haben, endlich vor diesen Paulus-Leuten, die da diese Christen verfolgt haben in Jerusalem. Wir lesen da von diesem Hananias, der an Jesus gläubig war. Da heißt es von ihm: Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Eine ganz andere Situation. Es klingt so ruhig und besonnen und der Hananias, vielleicht im Gebet, hat so eine Erscheinung und der Herr beginnt zu ihm zu reden. Und seine Reaktion? Er könnte auch sagen: Nein, da will ich nicht hinhören. Ohren verschließen. Aber er hört diese Stimme, es wirkt wie eine feine Stimme und er sagt: Siehe, hier bin ich, Herr. Mit anderen Worten, rede, was du reden willst. Ich bin bereit zu hören und zu handeln. Also auch er reagiert neugierig auf diesen Ruf, auf dieses Reden von Gott. Und das ist so der erste Punkt.
das erste Wort, das ich euch mitgeben will, auch gerade euch Konfirmanden, neugierig sein. Wenn ein Neuanfang ansteht, neugierig zu sein. Wenn Gott ruft, neugierig zu sein. Hey, was ist da los? Was will er mir sagen? Was ist seine Botschaft? Will er mir etwas mitteilen? Will Gott mir etwas mitteilen? Neugierig zu sein, vielleicht auch auf einen neuen Beruf, auf eine neue Schule. Neugierig hinhören. Das Wort Neugierde, wenn sich Neues anbahnt, neugierig sein. Und jetzt ist ja interessant, wenn wir weiterlesen, wie da diese Gespräche stattfinden in diesen Begegnungen. Also wir haben da diesen Paulus, der auf dem Boden ist und sagt, wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Und dann beginnt so ein Gespräch. Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Also, wer bist du? Du bist Jesus. Und Jesus gibt ihm einen klaren Auftrag. Interessant, ein klarer Auftrag. Und dann heißt es weiter, die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Paulus hat da diese Begegnung mit Jesus. Er war neugierig, wer bist du? Er kriegt eine Antwort und einen Auftrag. Und was macht er? Er entscheidet sich, auf die Stimme zu hören. Und macht einen ersten Schritt. Es ist ein bisschen doof, wenn man in eine Stadt gehen will und plötzlich blind ist. Aber er lässt sich von dem auch nicht aufhalten. Und die Männer, die mit ihm waren, die haben ihn geleitet, also an der Hand genommen und geführt, diesen ersten Schritt. Diese Schritte, die dann gefolgt sind. Also für Paulus war klar, er hat eine Entscheidung gefällt und gesagt, okay, da ist ein Auftrag. Diese Stimme, Jesus sagt, er soll das so machen, er soll in die Stadt gehen. Und es ist auch spannend, wie dann steht, dass er nichts gegessen und getrunken hat. Wieso beginnt dieser Paulus hier zu fasten in dieser Situation? Wieso isst er nichts? Ist er einfach so verzweifelt? Oder könnte es sogar sein, dass er sich versucht vorzubereiten auf das, was Gott mit ihm machen, ihm zu sagen hat? Ist ja oft Fasten auch eine Vorbereitungszeit für etwas, was Gott sagen oder sprechen will. So reagiert dieser Paulus. Zurück zum anderen, zum Hananias. Da ist er auch, hat er diese Erscheinung gehabt, ist auch Jesus gekommen, hat zu ihm geredet in dieser Erscheinung. Und wie geht es mit ihm da weiter, mit dem Hananias? Lesen wir das auch zusammen, was da Hananias erlebt. Der Herr aber sprach zu ihm, zu Hananias, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird. In Damaskus, die gerade Straße, die gibt es heute noch, diese gerade Straße. Ob das genau dieselbe ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch ein ganz klarer Auftrag. Und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Fasten, nichts essen, trinken, beten. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Das ist noch cool hier. Diese Leute, die kriegen so ganz einen klaren Auftrag, können das einfach machen. Das denkt man gut, der Hananias, dieser Jesuswürdige Mensch, der steht auch auf und geht los. Was macht er wohl? Was denkt ihr? Macht er das oder geht er nicht? Wisst ihr, was er macht? Der beginnt zu diskutieren. Der beginnt mit Jesus zu diskutieren. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, also gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Also das ist ja unerhört. Jetzt beginnt er mit Jesus zu diskutieren.
Und hey, dein Auftrag im Fall ist ein bisschen brutal. Das ist einfach ein böser Mensch. Dieser Saulus, zu dem will ich doch nicht hingehen. Also eigentlich ist es komisch, er informiert jetzt gerade Gott darüber, was mit diesem Saulus los ist. Das wüsste er das nicht. Also das nicht gewusst, das ist gar nicht so ein netter Mensch. Vielleicht kennst du das auch. Du spürst, dass Gott dir etwas sagen möchte oder dich sendet oder dir ruft. Und es beginnt in dir zu diskutieren. Du hast Einwände. Es klingt im ersten Moment so, kann das wirklich sein? Das ist ein bisschen unlogisch, das Ganze. Es gibt Hindernisse, die im Weg sind und das sind die ersten Gedanken, aber das ist eine Mauer, das geht doch nicht. Ein gefährlicher Mensch, dem kann ich doch nicht hingehen. Es ist gut, die Fragen zu diskutieren. Es ist auch spannend in diesem Text, den wir lesen. Gott hat nicht also Jesus in diesem Gespräch hat Hananias nicht gerügt wegen dem, hat nicht gesagt, hör auf zu diskutieren, mach einfach oder so. Sondern es scheint mehr, als hat er zugehört und redet dann mit ihm weiter und geht auch darauf ein und erklärt ihm, was sein Plan ist. Also, ja, hört zu und redet. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin. So quasi, ich meine es ernst, das ist wirklich so, geh hin, ich habe es schon überlegt. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Königen und Söhne Israel. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und dann, was machte Hananias? Hananias aber ging hin. Also zuerst einfach ganz schön, dass Gott mit ihm redet und ihm erklärt. Und Hananias hier einen Blick kriegt, Gott hat einen größeren Plan, als wir Menschen manchmal vor unseren Augen haben können. Gott sieht mehr, Gott hat eine andere Perspektive. Wenn Gott diesen Saulus sieht, sieht er nicht diesen gefährlichen Christusverfolger, sondern er sieht ein Werkzeug. Einen leidenschaftlichen Mann, der einfach Jesus noch nicht richtig kennengelernt hat und der jetzt gerufen wird. Und Hananias macht eigentlich dasselbe wie Paulus. Er steht auf und macht den ersten Schritt und den zweiten und er geht hin. Und wenn ich über das Thema Neustart nachdenke, dann habe ich den Eindruck, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, dass man entscheidet, doch, ich will mich darauf einlassen und nicht nur entscheidet, oder anders gesagt, was ist das Zeichen, dass man wirklich ein Ja dafür hat, dass man entschieden ist? Man macht einen ersten Schritt, man bleibt nicht stehen, sondern man nimmt den Weg in Angriff und geht diesen ersten Schritt. Und der erste Schritt ist ja der erste vom nächsten, die dann folgen werden. Oder man sagt ja, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Also es ist nicht einfach, man hat ein Ja für diesen Neustart, sondern man handelt entsprechend, man macht auch entsprechend den ersten Schritt. Und das ist dieser zweite Begriff, den ich euch mitgeben will, auch gerade euch Konfirmanden, wenn das Thema Neustart ist, dieser erste Schritt, diesen ersten Schritt gehen. Hier haben wir diesen ersten Schritt, genau. Also nehmt das auch mit, neugierig sein, neugierig, es kommt etwas Neues, sich darauf einlassen und dann den ersten Schritt auch gehen. Jetzt lesen wir weiter in dieser Paulus-Geschichte. Was passiert dann? Sind wir ja gespannt, wie dieser Neustart stattfindet bei diesen Leuten. Und auch zuerst zu Paulus. Also Hananias geht da zu Paulus hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Aber was passiert hier? Dieser Hananias geht diesen ersten Schritt. Er hört diese Stimme und handelt danach, macht genau das, was ihm aufgetragen wurde. Und Gott beginnt zu wirken. Gott beginnt zu handeln. Jesus beginnt etwas zu verändern, etwas umzugestalten. Also ist es schon spannend, dieser Hananias kommt, stellt euch mal vor, der kommt und begegnet hier diesem Christusverfolger. Und er sagt ihm, Bruder.
Bruder. Also was vorher Feindschaft war, hat Jesus umgestaltet in Familie. Und dann lesen wir, wie dieser Paulus hier ist und ihm Hand aufgelegt wird und wie er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Also der Mann, der vorher absolut gegen Gott war, wurde von Gott so umgestaltet, dass er sogar vom Heiligen Geist, von Gott selbst erfüllt war. Interessant, diese Umgestaltung. Ganz praktisch eine Umgestaltung, der war blind und war nachher wieder sehend. Das hat ja nicht der Hananias gemacht, sondern es ist das Wirken von Gott. Jesus hat ihn umgestaltet vom Blind zum Sehendwerden. Und wahrscheinlich hat das Paulus so aktiv durcherleben müssen, blind zu sein und sehend zu werden, dass er selber auch versteht, dass er vorher geistlich blind war, mit seinem Wahn gegen Jesus. Und dass er jetzt, als er Jesus begegnet ist und ihn kennengelernt hat und persönlich erfahren hat, sehend geworden ist. Sehend auch im Herzen. Eine Umgestaltung. Und dann auch ganz klar, den Paulus, den kennen wir als einen Mann, der das macht, was er sagt, der leidenschaftlich ist, der 100% gibt für das, was er macht. Der finde ich klar, jetzt habe ich einen neuen Weg mit Jesus und lässt sich sofort taufen. Das ist für Paulus keine Frage, der geht hin. Das wäre spannend, ein bisschen zu lesen, wie diese Taufe da stattgefunden hat mit diesem Paulus, der sich taufen ließ. Aber Fakt ist, sie standen auf und irgendwie gingen sie zu einem Wasser, Gewässer, See, Brunnen, was auch immer, und er ließ sich taufen. Dem Hananias wahrscheinlich und vielleicht noch anderen gläubigen Jesus-Nachfolgern, die dazugekommen sind. Also der macht hier gleich Nägel mit Köpfen und lässt sich taufen. Das ist das dritte Stichwort. Wenn Jesus ruft und einen Neustart will, dass wir neugierig sind, hinhören, dass wir wirklich auch einen Schritt machen, einen ersten Schritt und dann, dass wir uns umgestalten lassen. Dass wir Jesus den Raum geben, das zu gestalten, das zu machen, was er will, was er vorbereitet hat. Und wir sehen hier bei Paulus, was diese Umgestaltung bewirken kann. Von Feind zu Familie, von blind zu sehend, von absolut gottlos zu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also das so 3 Begriffe aus dieser Geschichte. Neugierig sein, wenn Gott ruft, hinhören. Gott, was willst du sagen? Was hast du bereit? Dann auch den ersten Schritt zu gehen und dann sich umgestalten zu lassen. Das sind so 3 Stichwörter, die ich hier für einen Neustart, sage ich jetzt mal, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, entdecke in dieser Geschichte. Das sind auch coole Stichwörter. Ich habe den Eindruck, das ist allgemein für jeden Neustart, den wir haben, ist das ganz praktisch. Also ich sage jetzt mal, für diejenigen, die mit der Lehre neu starten, Neustart, es muss sich auf etwas Neues einlassen, auf gewisse Sachen freut man sich, auf andere nicht. Das hilft, wenn man neugierig ist. Neugierig für die Berufsschule, was erwartet mich da? Neugierig für die Menschen, die einem da begegnen werden. Es hilft, wenn man entsprechend auch so die ersten Schritte geht und sagt, gut, ich will mich darauf einlassen, ich will schauen, was ist da los und dann das bewusst auch gestaltet, sich da hineingibt und schaut, was macht das mit einem, wie kann man da wie ein Teil werden, den Beruf lernen, ein Teil von einem Arbeitsteam werden oder so. Aber besonders cool ist diese Geschichte auch, weil sie uns zeigt, wie ein Neustart mit Jesus funktioniert. Ein Neustart, der Paulus, der absolut nichts mit Jesus zu tun hatte, sogar gegen ihn war, neu gerufen wurde. Aber auch der Hananias, der einen Auftrag erhielt und also das muss ja für diesen Hananias ein absoluter Neustart gewesen sein. Jetzt arbeitest du mit deinen ehemaligen Feinden zusammen, oder? Das war unvorstellbar. Etwas absolut Neues, das hier geschehen ist. Ein Ruf, ein Call von Jesus und Hananias sagt, gut, ich lasse mich auf diesen Neustart ein. Und das gibt es beides, so diese beiden Geschichten, dass Jesus ruft, dass er uns bei seinem Namen ruft. Manchmal ist das dann wie ein Knall, der kommt in unser Leben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, auch aus unserer heutigen Zeit. So ein Beispiel, das bewegt mich immer wieder neu. Wir machen bei uns immer im Herbst so Alpha-Life-Kurse. Vielleicht kennt das der eine oder andere, wo man den Glauben so entdecken kann und mal schauen, was es überhaupt mit dem Glauben auf sich hat. Und da gibt es ein Beispiel von einem Mann, Darrell Tunnelly, der erzählt, wie er diesen Neustart erlebt hat. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte und die habe ich mitgebracht, die will ich euch gerne zeigen für so eine Art Neustart, wie man den heute auch erleben kann.
Wenn ich gefragt werde, warum ich kriminell geworden bin, sage ich, es war keine bewusste Entscheidung. Ich habe mich nicht bei der Berufsberatung für einen Kurs für bewaffnete Überfälle erkundigt. Es war einfach da, überall wo ich hinsah. Und alles fing mit Gras und Alkohol an, Cannabis, das Übliche. Zuerst haben wir die kühle Figuren von teuren Autos geklaut und wie Sammelkarten getauscht. Aber dann waren es ganze Autos. Und dann bin ich an die Drahtzieher geraten. Wir gingen also zu dem Haus von diesem Typ, der ihnen ein paar 100 € schuldete. Es ging eigentlich nicht ums Geld. Das Problem war, dass der Typ überall rum erzählt hatte, dass er es nicht zurückzahlen würde. Also mussten sie ein Exempel statuieren. Sie schnappten sich den Kerl. Er war in seinem Garten mit seinem kleinen Sohn. Wir stiegen aus dem Auto aus, schnappten uns den Typ, setzten ihn zwischen uns ins Auto und fuhren zu diesem Steinbruch, Niners Quarry. Dort holte er eine Motorsense aus dem Kofferraum, gab sie mir und sagte, seine Füße. Ich habe seine Füße mit der Motorsense zerfleischt. Das war mein Aufnahmeritual. So ging es immer weiter, eins kam zum anderen. Um es kurz zu machen, Strafgerichtshof von Leeds, Saal 3. Ich bekam 7,5 Jahre und ich dachte mir, das war's. Jetzt mache ich ernst. Wenn ich schon böse bin, dann werde ich das so gründlich machen, wie ich nur kann. Ich kam von einem Gefängnis ins andere, landete im Hochsicherheitstrakt wegen meinem Verhalten. Und dann kommt da dieser Kerl, auch ein Häftling, zu mir und sagt, willst du einen Alpha-Kurs machen? Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Ich sagte, hau ab, Freundchen, bevor ich dir eine runterhau. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Am nächsten Tag kommt der Typ wieder mit seinem Klemmbrett. Ich warte also, bis er nah genug ist, um ihm eine runterzuhauen. Er hat wohl gemerkt, dass etwas nicht stimmt und platzte heraus. Am Mittwochnachmittag kommst du raus aus der Zelle. Es gibt Kaffee und Kekse, umsonst. Alles klar, bis Mittwoch. Und wir haben denen das Leben schwer gemacht, so richtig schwer. Was mich gestoppt hat, es war nicht, was sie sagten. Ich habe ja gar nicht zugehört, aber es war, wie sie es machten. Sie kamen jedes Mal wieder mit Liebe und Mitgefühl auf mich zu, wieder und wieder. Ich setzte mich also auf mein Bett und betete zum ersten Mal in meinem Leben. Ich wusste nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Aber im Wesentlichen sagte ich, Gott, ich brauche dich. Nimm du die Wut weg, die Gewalt und den Hass. Ich brauche dich. Befreie du mich von der Sucht. Und wenn du das für mich tust, dann werde ich den Rest meines Lebens für dich leben. Am nächsten Morgen wachte ich auf wie immer, griff nach einer Zigarette, wie immer, aber ich konnte sie nicht anfassen. Alles daran war mir zuwider, wie sie aussah, der Geruch, alles. Ich dachte, ich müsste mich übergeben. Und ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich holte meinen gesamten Vorrat und warf ihn zum Zellenfenster raus. Und sobald das Zeug weg war, fühlte ich mich ein bisschen besser, wurde ein bisschen ruhiger. Aber ich hatte mich immer noch nicht unter Kontrolle. Also sagte ich mir einfach, Daryl, komm runter, geh dich waschen, rasier dich. Und als ich in den Spiegel schaute, blieb mir die Luft weg, weil ich mich selber nicht wiedererkannte. Irgendwie so, der Typ da lächelt. Der lächelt nicht nur, der strahlt. Und ich merkte, dass ich nicht nur anders aussah, ich fühlte mich auch anders. Es war alles weg. Es war, als ob jemand meinen Kopf aufgeschraubt und eiskaltes Wasser reingekippt hätte. Es war alles weggewaschen, sauber. Als der Gefängnisseelsorger zu uns kam, habe ich ihm einfach alles erzählt. Und er sagte, der Mann, der gestern Abend ins Bett gegangen ist, ist nicht derselbe, der heute Morgen hier steht. Du bist eine neue Schöpfung. Und das war's. Ich sagte, nie wieder. Keine Drogen mehr, keine Schlägereien mehr, gar nichts mehr. Wenn du mir was schuldest, vergiss es. Wenn du was von mir hast, behalte es. Ich will es nicht. Ich bin fertig damit. Es ist vorbei. Jesus hat mich gerettet. Als ich schließlich entlassen wurde, mir war klar, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehen würde, fragte mich Pfarrer Mark Finch, könnten Sie nach Runcorn kommen? Wir gründen da gerade eine neue Gemeinde. Da sind viele Jugendliche, die mit Gangs und Drogen zu tun haben. Würden Sie kommen? Das war der richtige Ort für mich. Am Morgen meiner Entlassung holte er mich direkt am Gefängnis ab und nahm mich mit in sein Haus. Nicht irgendein Haus, sein Haus. Seine älteste Tochter Rebecca ist heute meine Frau und die Mutter meiner wunderbaren Kinder, Benjamin und Lydia Grace. Der Unterschied zu meinem früheren Leben könnte nicht größer sein. Ein Beispiel von vielen möglichen, aber ich finde es spannend, dass er diesen Neustart so ähnlich wie Paulus erlebt hat, oder? Der war da im Gefängnis und plötzlich hat er die Liebe von Jesus irgendwo gespürt und wurde neugierig und hat gesagt, Gott, ich brauche dich. So ein kurzes Gebet gesprochen und ist dann auch erste Schritte gegangen, hat all seine, ich habe gemerkt, er hat sofort auch Nägel mit Füßen, Füße mit Köpfen gemacht. Nägel mit Köpfen gemacht, genau. Und hat
das festgemacht hat, seine Ziggis weggekippt, was auch immer, was dran war, hat er sofort gemacht, diesen ersten Schritt, und er wurde völlig umgestaltet. Er wurde völlig umgestaltet. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Jesus gerufen hat. Dann will ich dich ermutigen, neugierig zu werden, zu fragen, ja, was ist da? Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Es kann ganz einfach sein mit so einem Gebet wie dieser Mann im Film. Gott, ich brauche dich. Zeige dich mir. Zeige mir, wer du bist, wer du wirklich bist. Es kann sein, dass du mal deine Bibel hervornimmst. Viele haben irgendwo im Regal oder im Kasten oder im Schrank oder auf dem Handy jeder eine Bibel. Sagst gut, ich will mal lesen, Jesus. Wer ist dieser Jesus? Lukas Evangelium. Wie wird der Jesus beschrieben? Manchmal ist es ein lautes Rufen, wie bei Paulus, manchmal ein ganz feines Rufen. Und die Alltagsgeräusche decken das manchmal fast zu, aber dann hinzuhören und neugierig zu sein. Neugierig zu sein, was ist hier bereit? Ich erlebe aber auch immer wieder, dass ich so diese feine Stimme von Gott höre, ähnlich wie Hananias, der mir einen Ruf hat oder der mir einen Call hat und sagt, mach das oder das. Und dann meine Frage, bin ich bereit, in diesem Bereich oder in dieser Situation einen Neustart zuzulassen? Das war vor ein paar Wochen, habe ich so einen Brief bekommen, wo ein Mann geschrieben hat und gesagt hat, ich suche jemanden, der für mich zum Beten kommt. Und das hat mich im Herzen berührt, weil ich da so eine Not gespürt habe. Aber das war dann ähnlich wie beim Hananias. Ich habe dann begonnen zu diskutieren mit Gott. Ich habe gesagt, ja, das ist ein bisschen weit weg und so. Das geht nicht. Ich war ganz freundlich, habe zurückgeschrieben, das geht nicht und so weiter. Dann hat er mir aber angerufen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, in der Nähe und so weiter. Dann hat er gesagt, er betet für meine Anfechtungen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ruft Gott. Ich habe mich dann verbündet mit jemandem zusammen aus der Gemeinde. Wir sind schon zweimal hingegangen, haben zusammen gebetet, geredet, haben Gott eingeladen, dass er wirkt und haben einfach, ja, neugierig ersten Schritt machen und dann schauen, was Gott tut, wie er umgestalten will. Beim letzten Mal hat er uns so ein Herz mitgegeben. Die macht er selber. Und das hat mir, also man macht sie dann auf und man sieht einen Spiegel, man sieht sich dann selber. Und das Herz, ihr wisst, was das für ein Symbol ist, oder? Das ist ein Symbol für Liebe und für Leben. Und das hat mich so bewegt. Gott, der Liebe bewirkt, der Liebe bringen will zueinander. Und ich habe gedacht, wir gehen zu diesem Mann hin und wir bringen ihm etwas. Aber es ist auch das Gegenteil passiert. Er hat uns auch sehr bereichert. Ich bin gespannt, wie Jesus diese Geschichte weitergeht. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du diese feine Stimme hörst und jetzt ist etwas dran und du merkst, es beginnt in dir zu diskutieren. Du bist gar nicht bereit für etwas Neues, für einen Neustart in diesem Bereich. Dann will ich dich ermutigen, den ersten Schritt zu gehen und zu schauen, was hat Jesus bereit, um dich umgestalten zu lassen. Ich will gerne ein kurzes Gebet machen. Du darfst mitbeten, du darfst deine eigenen Worte formulieren oder auch einfach zuhören. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Neues schafft. Der dort, wo Feindschaften sind, wo Zerbrüche sind, dort, wo Distanz ist zu dir, Jesus, dass du dort Neues schaffen willst, dass du einen Neustart schenken willst. Und Jesus gibt immer wieder so Situationen, wo wir deine feine oder auch laute Stimme hören und darauf reagieren können. Wir können Nein sagen, aber wir können auch neugierig sein und sagen, Herr, wer bist du? Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns bereit machst, auf deine Stimme zu hören und dann den ersten Schritt zu gehen. Den ersten Schritt, der es dann sein soll. Amen. Ich will euch einen Vers mitgeben. Steht, kannst du den noch schnell einblenden, sorry. Steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Dort heißt es daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue